Kapitel 4 Dr. Bumm hat mir 3 Tage gegeben. Ich soll ihn und seine Leute, die sich um den Übergang kümmern, wie er es nennt, zeigen, wie es in der Kaserne aussieht. Ein leichtes. Als Architekt betrachtet man Siedlungen anders als ein anderer Kerl. Man sieht sich Konstruktionen genauer an, schaut, ob sie halten oder wackelig sind. Ein Architekt weiß, wo die Schwachstellen sitzen. Das wackelige Ding, das die selbsternannten Soldaten Mauer nennen, ist am Südrand besonders anfällig. Eine lockere Konstruktion aus Pfosten und Wellblech, von jemandem zusammengeschustert, der wenig Motivation und noch weniger Ahnung hatte. Auf den ersten Blick wirkt es stabil, aber die Pfosten sind nicht so tief, das Wellblech erbärmlich mit Draht befestigt. Genauso gut hätte der Kerl einen Tacker nehmen können, um das Blech an die Pfosten zu bringen. Die Toten hält es zwar fern, aber ein richtig motivierter Mensch könnte bei Nacht dort erfolgreich zuschlagen. Zusätzlich haben die Soldaten sich nicht um die Pflanzenwelt gekümmert. Die Natur erobert sich seit Patient Null sowieso Stück für Stück ihr altes Territorium zurück. Aber wie wenig das diese Menschen schert, die in scheinbar sicheren Siedlungen leben, ist ein Unding. Die Mauer wird von Wurzeln untergraben, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, wann die Klapperkiste von Mauer zusammenkracht und irgendein armes Schwein dafür seinen Hals als Verantwortlicher herhalten muss, die dann wahrscheinlich mit einer Schlinge dekoriert wird für diese Glanzleistung. Dazu kommt, dass die mannshohen Wiesengräser im Süden nie gemäht wurden. Menschen können sich darin perfekt verstecken. Das ganze Areal ist gefährlich unterbesetzt, weil dort nie die Toten angegriffen haben. Scheinbar eine leere Zone, und wenn sich da mal ein Toter verirrt, hört man ihn schon vom Wald in die Ebene herunterpurzeln. Dann werden die Leute rausgeschickt, die kümmern sich um die Matschbirne und basta. Eigentlich pragmatisch, aber eigentlich auch extrem dumm. Die selbsternannten Soldaten haben nie kapiert, dass man nie sicher ist. Und das südliche Gebiet ist ihre Schwachstelle. Da werden wir zuschlagen. So erkläre ich es Dr. Bumm und male es ihm auf, neben dem Aufbau der Kaserne. Der Kerl scheint zufrieden und lässt sein irres Grinsen auch für wenige Augenblicke, als er darüber nachdenkt und im Kopf eine Karte malt, wie sie von ihrem jetzigen Standpunkt durch den Wald bis zu diesem sanften Hang gelangen können, um sich durch das Wiesengebiet zur Südmauer zu schleichen. Er nickt noch zufriedener, denn die gelben Zähne werden wieder zu einem Grinsen gebleckt. »Gut gemacht, Bob«, lobt er mich und schlägt mir auf die Schulter. Ich nicke. Seit Neuestem geht der Doc dazu über, mich Bob zu nennen, in Anlehnung an Bob den Baumeister. Mir ist das egal, Namen sind ohnehin unwichtig. Ich betrachte es eigentlich schon fast als Lob, so einen Spitznamen zu bekommen, wie ihn jeder hier hat. Eine große Frau mit einem ebenso großen Gewehr nennen sie zum Beispiel Trouble. Die Frau sieht auch nach Ärger aus und gehört zu den fähigsten Scharfschützen des Docs. Der Plan ist schnell geschmiedet. 3 Tage sind mehr als genug Vorbereitungszeit. Wir einigen uns darauf, dass wir bei Nacht angreifen werden. Die Südmauer ist die Achillesferse und wir haben vor, sie zu zerschneiden, uns reinzuschleichen, die Wachtürme auszuschalten und danach den Kopf der Schlange abzuschneiden. Im Anschluss wird ein Führungswechsel verkündet und die Friss- oder Stirb-Methode angewendet. Wer überlaufen mag, der darf überlaufen. Wer stur bleibt, wird hingerichtet. Einfache und brutale Sache. So handeln diese Leute. Der Doc versichert mir, es würde wie am Schnürchen laufen und keine Probleme geben. Wir werden sehen. Wir nutzen die Zeit, um ein Stück der Mauer nachzustellen. Wellblech und Holz stehen im Lager zur Verfügung, ebenso Draht, um das Blech durch gestanzte Löcher an die Pfosten und untereinander festzuhalten. Die wackelige Konstruktion kann einen lustlosen Toten vielleicht für 5 Minuten aufhalten, doch mehrere würden sie niemals trotzen. Die durch die Mauer gehen sollen, üben, wie sie von außen durchkommen können, ohne allzu viel Lärm zu veranstalten. Kinderspiel. Proviant, Munition und Trupps werden eingeteilt. Nox, ein schweigsamer Kerl, der so verlottert wie gefährlich aussieht, soll als erster durch die Mauer kommen und beaufsichtigen, dass seine Männer nacheinander hineinkommen, die dann ihre Metzgerarbeit an den Wachen verrichten. Der Doc wird im Gras warten mit den Nachzüglern. Falls was schief läuft, werden sie Sprengsätze und Molotow-Cocktails über die Mauer werfen. Doch das ist nur Plan B für den Notfall. Chaos verursachen und durch die Lücke stürmen. Dann beginnt das große Schlachten und darauf hat niemand Lust. Bevor die 30 Mann starke Truppe ausrückt, werden sie alle nochmal eingewiesen, als wäre jeder Einzelne besprengt und bräuchte Hilfe beim Pissen. Der Plan wird 10-mal durchgegangen und jeder weiß, was er zu tun hat. Und wenn es nur reingehen, im Schatten bleiben, auf den richtigen Zeitpunkt warten, zuschlagen ist. Diese Leute überlassen nichts dem Zufall, aber lassen genug Spielraum, um spontan zu improvisieren. Die Truppe rückt aus. Ich bleibe in der Nähe des Docs und merke, wie mein Herz schlägt. Auf dem Weg zur Südseite der Kaserne höre ich, wie mein Herz immer lauter wird.
Die Toten, die stöhnen und so leise ausgeschaltet werden, dass man nur noch hören kann, dass es plötzlich nicht mehr stöhnt und faucht, sind Nebensache. Mein verdammtes Herz übertönt alles und das Rauschen meines Blutes in den Ohren gesellt sich noch dazu, als wolle mein angespannter, nervöser Körper ein verdammtes Konzert abhalten. Es ist das erste Mal, dass ich bei so etwas wirklich dabei bin. Gekämpft habe ich noch nie im großen Stil, nur um das eigene Leben. Der Doc merkt es. Scheiß da bloß nicht in der Kittel, Bob, knurrt er mich an, als ich drohe, über einen Stein zu stolpern, der im Waldgelände gut sichtbar war. Eigentlich würde ich gern scheißen. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Der Plan ist vergessen. Wichtig wäre in meinem Kopf gerade nur, wie göttlich es wäre, einen großen Schiss zu landen. So einer, der den Körper reinigt. Die Art von Schiss, bei der man minutenlang einfach nur sitzen kann, während die Rosette wie ein Maschinengewehr knattert und ballert und man es einfach nur laufen lassen kann. Die Art von Schiss, bei der man glaubt, der Schmotter aus der Grundschule käme noch mit raus. Die Art von Schiss, bei der man sich danach fühlt, als sei man mehrere Kilos leichter. Und von der man sich einbildet, die kleine Wohlstandsplauze, die man sich angefuttert hat, sei um mehrere Zentimeter Umfang geschrumpft. Ich denke immer noch daran, wie göttlich es jetzt wäre, auf einem gescheiten Scheißhaus zu sitzen, egal ob Dixie oder eins mit richtiger Wasserspülung. Hauptsache kein widerliches Kackloch, das man mit den eigenen Händen gräbt und danach nicht mal zuschüttet, weil man schnell weiter muss, bevor die laufenden Kadaver dich deren nächsten Happy Meal machen, als der Doc mir unsanft den Arm vor den Bauch hält. Als ich dagegen laufe, signalisiert mir mein Darm, dessen Peristaltik ich wie ein Erdbeben laufen höre, dass ich meinen Traum vom Scheißhaus mit dem göttlichen Schiss doch endlich realisieren sollte. Ich ignoriere den Impuls und schaue zu Dr. Bum. Er nickt nach Norden und ich sehe die vertrauten Lichter der Kaserne. Sein fragender und nicht mehr grinsender Blick fragt mich stumm: Ist es das? Ich nicke. Überflüssig, denn die Kaserne ist die einzige Siedlung weit und breit in der Größe. Einer hält sich ein Fernglas an die Augen und nickt zu seinem Chef. Reine Luft. Rock'n'Roll, flüstert der Doc und die Leute wissen, was sie zu tun haben. Wir schleichen uns den Südhang herunter und mein paranoides Hirn hat eine neue Spinnerei für mich parat. Wir rutschen sicher ab. Sie werden es hören. Wenn hier einer runterrutscht, dann kommen die Soldaten raus und wir sind gefickt. Du auch und du weißt, was die mit Verrätern machen. Ich muss alle Willenskraft aufbieten, die ich in meinem jetzigen Zustand habe, und ich rechne jede Sekunde damit, dass entweder einer der Angreifer oder ich selbst abrutsche und es einen Heidenlärm macht, der alle in der Kaserne weckt. Ich höre, wie ein Kieselstein den Abhang herunterrutscht, und in meinem Hirn ist es so laut wie eine verdammte Lawine. Ich muss mein Hirn dazu zwingen, die Logik zu akzeptieren, dass die da drüben einen Scheiß davon hören. Es war nur ein blöder Kieselstein, der träge in den Dreck gepurzelt ist, und zwar nur einer. Wie sollen die das in einem Kilometer Entfernung denn bitte hören? Wenn sie es könnten, müssen sie auch Motten furzen hören. Der Gedanke bringt mich zum Grinsen, und mein kaputtes Hirn muss sich eine Motte vorstellen, die so laut furzt, dass ein Soldat zum Gewehr greift und sie in Fetzen schießt. Nicht komisch. Für mich schon. Ich muss mich so zusammenreißen, nicht laut loszubrüllen vor Lachen, dass mir die Tränen in die Augen schießen und ich kleine Krämpfe bekomme, die mir den Abstieg erschweren. Keiner hört mein ersticktes Prusten. Sie halten das wohl für Geräusche der Anstrengung, dass ich nicht abrutsche. Es achtet kein Schwein auf mich. Die schauen alle nur auf den Weg vor sich, der durch den verdeckten Mond nicht beleuchtet wird. Die erworbene Nachtsicht ist der einzige Pfadfinder, der uns den Weg nach unten zeigen kann. Und dann ist es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft, hier unten zu landen, ohne eine Lawine auszulösen, mir in die Kutte zu scheißen oder einen Lachanfall zu kriegen, der in einem Kehlenschnitt für mich als Bestrafung und dem Alarm in der Kaserne und somit einer offenen Schießerei geendet hätte. Ernst bleiben. Ruhig bleiben. Das Rauschen in den Ohren und der Herzschlag sind wieder da. Ein vertrauter Rhythmus. Warum bin ich eigentlich so nervös? Ich muss nichts machen, als zu warten und eventuell eine Granate über die Mauer zu werfen, falls es nichts wird. Wir pirschen uns durch das hohe Gras und können uns darin perfekt verstecken. Mein Herz hält für einen Moment an, als eine Taschenlampe über das Gras schwenkt. Oh Gott, sie sehen uns. Jetzt bist du dran, schreit mich mein panischer Rest an Verstand an. Doch das gehört nur zur Routine der Wachen. Ein unmotivierter Schwenk über das südliche Areal. Mehr nicht. Einmal pro Nachtschicht. Mehr machen sie nicht. Du hast es ihnen doch selbst erklärt, also reiß dich zusammen, Kerl. Wie immer nichts los im Süden, hören wir einen Mann entfernt rufen, der danach herzhaft gähnt. Es ist ansteckend. Ich will auch gehen und stopfe mir die Faust ins Maul, während ich es mache, damit keiner es hört.
Der Doc sieht es und schüttelt nur genervt den Kopf. Er hat es wohl satt, sich mit Anfängern herumzuschlagen und ist es nur noch gewohnt, mit Profis zu arbeiten. Egal. Ich verrate unsere Position nicht, aber man merkt mir offenbar an, was für ein Scheißnervenbündel ich bin. Dann geht's los. Ich sehe, wie Nox sich an das Wellblech heranschleicht. Ein gekonnter Schnitt mit dem richtigen Werkzeug und der Draht gibt nach. Er hält das Wellblech mit der Hand davon ab, mit Getöse zu Boden zu stürzen und biegt die Platte fast lautlos zur Seite. Eine Spalte, groß genug für einen einzelnen Mann geduckt durchzukommen, ist frei. Guter Mann. Dann geht alles ziemlich schnell. Erst ist einer drin, dann wird der nächste durch die Öffnung gewunken und verschwindet auch. Noch einer und noch einer. Meine Zählung kommt auf 20 Mann, die nach und nach in die Kaserne eindringen. Nox verschwindet schließlich auch und geht seinem blutigen Geschäft nach, zusammen mit den anderen. Für uns heißt es abwarten. Ich rechne jede Sekunde damit, das vertraute Alarm zu hören und dann das ebenso vertraute Knallen von Pistolen und Gewehren. Aber sie sind es mir bis heute ebenfalls schuldig geblieben, denn diese Nacht blieb stumm. Es dauert eine halbe Ewigkeit, in der ich immer noch über die Notwendigkeit eines göttlichen Schiss sinniere und in der mir mein Körper die widerlichste Oper der Welt spielt, die nur in meinem Kopf als Ehrenloge hörbar ist, bis Nox wieder erscheint. Er geht bis zum Doc und mir und verkündet schlicht: Fertig. Das war's. So schnell kann's gehen. Die Kaserne ist gefallen, ebenso ihr Anführer. Die Wachtürme sind besetzt, ihr Kriegsherr tot, und die Überlebenden wissen nicht mal, was gerade abgegangen ist und schlafen oder reden noch in ihren Hütten, wenn wir diese Nachricht verkündet bekommen. Zeit für die Übernahme, antwortet der Doc, und wir setzen uns alle in Bewegung. Ende Kapitel 4. Kapitel 5. Es ist erstaunlich, wie schnell die wichtigsten Ereignisse im Leben kommen können. Man realisiert das gar nicht. Und selbst wenn man dabei war, kommt man sich im Nachhinein vor, als stünde man da wie ein Dorftrottel, der in der Nase bohrt und mit offenem Mund verständnislos in der Gegend herumglotzt, während um ihn herum die Welt in Flammen aufgeht oder neu entsteht. Die Welt brennt zwar nicht, aber hier ist gerade etwas geschehen. Eine Siedlung wurde erobert, und dafür mussten nur 10 Menschen sterben. Der Kriegsherr und die Besatzung der Wachtürme. Wo warst du, als die Berliner Mauer fiel? Wo warst du, als die Türme des World Trade Centers eingestürzt sind? Wo warst du, als die Kaserne fiel? Schießt es mir durch den Kopf. In allen 3 Fällen lautet die Antwort gleich. Ich saß da und habe einen Scheißdreck gemacht. Im ersten Fall sogar wortwörtlich, denn da war ich noch ein Kleinkind. Die 30 Mann starke Truppe geht in einer nächtlichen Prozession zur Mitte der Siedlung. Keiner ist mehr da, um Wache zu schieben, denn die Schicht wurde getötet. Und so sind auch wir nicht für die Leute zu sehen. Der Doc sieht zu mir, bevor er das Signal gibt. Die restlichen Soldaten müssen entwaffnet werden. Und dafür werden Leute in die Baracken geschickt, die die übrigen ziemlich unsanft wecken werden, mit dem Revolver an der Stirn. Ich nicke zur Bestätigung, dass dies die Baracken der Soldaten sind. Der Tanz beginnt wieder. Und wieder mal stehe ich dabei wie der nasebohrende Dorftrottel, um den Weltbewegendes geschieht. Es dauert nicht lange und bald höre ich erschreckte Schreie und dann kommen Leute aus den Gebäuden. Sie werden zur Mitte der Siedlung gebracht, verängstigt, ohne Waffen. Alles lief wie am Schnürchen, wie der Doc es sagte. Auf den Wachtürmen und inmitten unserer Truppe werden die einzig verbliebenen Waffen auf die panischen Leute gerichtet, die den Machtwechsel überlebt haben. Tag allerseits, verkündet der Doc wieder mit seinem üblichen Grinsen, bei bester Laune. Die Anspannung ist von ihm gefallen. Was nun kommt, ist die übliche Routine für ihn. Die Routine einer Übernahme. Er zieht sein Ding durch und sortiert prächtige Eier von Tuntenklöten aus. Wir sind von einer größeren Gruppe und haben euch über Nummer. Er kichert wieder, etwas verhaltener als sonst und nicht wie eine irre Hyäne. Euer Chef ist tot und die Soldaten auf der Wachtürm sind es ebenfalls. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Sterbt mit denen, die bereits tot sind, oder schließt euch uns an. Eine dramatische Pause. Niemand motzt, nur einige Soldaten schauen wütend rein, sagen aber nichts. Die Nervosität steigt wieder in mir auf. Ich habe keine Ahnung, wie der Doc in so einem Moment so gefasst bleiben kann. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das Larve wird. Wer bleiben will, der bleibt. Wer was drauf hat, kommt mit uns zur Basis. Die bleiben, produzieren für uns. Wir holen einmal im Monat ab, was wir brauchen, was nicht besonders viel ist, weil ihr müsst ja auch von irgendwas leben und wir haben mehrere Produzenten. Keiner wird totgeschlagen, keiner leid. Von den Soldaten, die übrig sind, kommen die meisten mit uns zur Basis.
Die paar, die bleiben, werden von meinen Soldaten überwacht, die auch die Siedlung kontrollieren. Keiner blökt hier rum, gibt Kommandos wie Arschloch. Unsere Regeln gelten und das ist keine Tyrannei. Wer meint, bocken zu müssen, wird bestraft und wer meint, Arschloch markieren zu müssen, wird wie eins behandelt und umgelegt. Einfach ich sag. Noch Froche? Keine Art Fragen. Dann für die Soldaten. Reihbilder, wir sortieren aus, wenn wir vernünftig halten und wer bleibt. Die Zivilisten, eure Reihbilder und sagen, was ihr könnt und was ihr vor der Scheiße mit der Tode gemacht habt. Die Reihen werden gebildet und am Ende steht ein Mann des Docks, der sich Notizen macht. Bei den Soldaten sind es 3 Leute, die aussortieren. Nox ist einer davon. Das Theater dauert bis zum Sonnenaufgang, dann ist es vorbei. Keiner hat gebockt, keiner musste sterben. Erstaunlich zivilisiert. Wahrscheinlich hatten die Leute auf eine bessere Option als den Kriegsherr gehofft. Alle Verbrechen werden begnadigt. Jeder, der sich eines Verbrechens an Zivilisten schuldig gemacht hat, bekommt keine Strafe. Das kotzt mich an. Ich weiß genau, dass einige der Soldaten sich an Zivilisten vergangen haben. 2 der überlebenden Soldaten hatten sadistische Freude daran, Männer zu verprügeln und teilweise auch Frauen zu schänden. Und das alles wird einfach vergessen. Aber so handeln diese Leute eben. Fairer Neustart. Erst wenn sie dieselbe Scheiße unter der Kontrolle des neuen Regimes abziehen, müssen sie es ausbaden. Ich hoffe so sehr, dass sie es machen, damit sie ihre gerechte Strafe erhalten. Die Kaserne ist neu geordnet, die Leute wurden aussortiert, die etwas taugen. Ich gehöre dazu und soll zur Basis dieser Leute gehen. Der Rest der Geschichte ist unspektakulär und schnell erzählt. 10 Soldaten unter der Führung von Nox schmeißen die Kaserne mit noch 5 übrigen Soldaten des alten Regimes. Der restliche Tross marschiert zurück zum temporären Lager. Die Zelte werden abgebrochen. Wir marschieren durch totes Land mit den Leuten der Kaserne, die als nützlich erachtet wurden, und erreichen nach 5 Tagen die Basis der Leute. Ich werde euch nicht damit langweilen, wie ich dort mein neues Leben aufgebaut habe. Aber eines möchte ich noch sagen. Ich habe Dr. wie auch immer er hieß, wieder getroffen. Er heißt Dr. Ehrmann Hart. Ich wusste doch, dass Mann und Hart darin vorkommt. Er ist der Anführer dieser Leute und Dr. Bumm, einer seiner 3 Hauptmänner und Vertrauten. Die Gruppe nennt sich Evolution, ganz nach der Aussage von Dr. Ehrmann Hart, die ich so bewundert habe. Er ist tatsächlich so cool, wie ich ihn eingeschätzt habe, aber dennoch eiskalt. Er sortiert logisch aus und schart alle nützlichen Leute um sich und die Siedlungen, die übernommen werden, sind Außenposten. Er glaubt, so könne man Stück für Stück wieder Zivilisation in die Wildnis bringen, die die Plage uns gebracht hat. Wir werden sehen. Ich wünschte, ich könnte euch nun sagen, ich habe diese Zeilen als alter Mann geschrieben, der dem Plan seines Chefs beim Wachsen und Erblühen zusehen konnte und der mittlerweile selbst der Chef der Evolution geworden ist. Aber das kann ich nicht. Ich schreibe diese Geschichte nieder, weil sie ein ekelhaftes Kapitel in meinem Leben beendet. Vielleicht sogar das ekelhafteste. Die Zeit des Herumstreuens ist vorbei. Die Zeit, in der ich nach der Plage nach einem neuen Heim suchen musste, ist beendet. Ich habe nun eine neue Heimat und muss nicht mehr mit Arschlöchern da draußen überleben. Außerdem habe ich meinen alten Job wieder. Ich bin der Architekt der Basis geworden und inspiziere hin und wieder auch die Außenposten, damit uns so etwas wie in der Kaserne nie passieren wird. Und alle, die bei Phantom einen Ständer bekommen haben und dachten, wir würden ein Paar werden. Nein, sie wurde nicht meine Frau. Ich habe eine andere in der Basis gefunden. Eine, die nicht so auf Krawall gebürstet ist und nicht da draußen die Drecksarbeit macht, sondern bei mir lebt. Nun werde ich auch aufhören, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe eine Heimat. Ich habe einen Beruf. Und ich habe ein Ziel. Mehr brauche ich nicht. Man muss meine unbedeutende Existenz nicht weiterverfolgen, denn irgendwann stirbt jeder, so ist das nun mal, heute mehr denn je. Also genieße ich jeden Tag wohlwissend, dass auch ich irgendwann dran bin. Doch der Weg zu der Position, die ich jetzt erreicht habe, der war es wert, niedergeschrieben zu werden. Mehr brauche ich nicht zu erzählen. An alle, die da draußen noch sind, viel Glück. Ich hoffe, ihr kommt auch bald zu Hause an.